Enkel, geht's dir gut? Ah ja, es geht mir eigentlich gut, ich kann nicht beklagen. Was ist das für eine Kette, die du anhast? Die Kette? Ja, das ist ja so ein Backenzeichen einfach. Bist du schon verlobt? Nein, ich denke mal jetzt nicht gerade daran zu verloben. Ist noch ein bisschen zu früh, oder nicht? Wie alt bist du denn? Ja, also ich bin jetzt gerade 25, also noch recht jung, oder? In deinem Alter bin ich schon verheiratet gesehen. Ja, weisst. Du musst schon langsam aufpassen, gell, Bubi? Ja. Weisst, jünger wird man halt nicht. Okay. Also, Settings geändert, angepasst. Da wird schrecklich, sag's jetzt schon. Dass es das Jump ist, das will ich nie schaffen. Aber das ist einfach besser. Alle sagen, du musst Jump dort haben. Und mein Pickup ist jetzt wieder auf meinem alten Ort. Okay. Das sind mein Hirn drin bekommen. Dass es alles wieder umgekehrt ist. Alter, heute wird einfach wieder nur eine Lernphase sein. Okay. Oh mein Gott, ich schwöre, ich will noch das Waffen basteln. Oh, oh. Oh, nein, das ist so schlimm, wenn du deine Buttons wieder änderst. Oh. Du willst einfach immer die falschen drücken. Okay, und das habe ich auch geändert. Ich habe früher immer die rechte Maustaste eingedrückt und dann habe ich automatisch gezielt und jetzt habe ich es auf Hold. Ich finde Hold ist halt einfach ungewohnt, also extrem ungewohnt. Ich habe nur... In Battlefield ist das einfach Default gesehen, das Hold. Und dass es Default gesehen ist, habe ich das einfach so gelernt. Und im Battlefield braucht man jetzt nicht unbedingt das krasse Movement, so wie in Apex. Und da war es eigentlich nie ein Problem gewesen, aber jetzt hier in diesem Spiel merke ich oft, das ist etwas, was ich als erstes gelernt habe. Allgemein, dass ich oft quasi so reingezielt habe und dann eigentlich schon wieder führen säckeln und dann die Schwenkbewegung gemacht habe. Weil ich einfach noch direkt gezoomt bin und das habe ich ganz oft gesehen. Und das hat mir sicher immer wieder mal extrem viel Zeit, also insgesamt hat es mir sicher Zeit gekostet, ob es die wirklich wichtig ist oder nicht, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber es sieht auch nicht so schön aus. Also, ja. Aber das Jumpen auf dem Mausrad. Ja, ich weiß nicht, du. Ich denke, das geht ein Zeitchen, bis du das wirklich wieder drin hast. Dass einfach der Knopf macht das, der Knopf macht das. Das Hold, das ist wahrscheinlich das, was am meisten mit beschäftigen. Ziemlich sicher sogar. Ah, okay. Vielleicht nicht unbedingt das meiste. Ja. Ich sehe das Pickup. Pickup könnte auch ein Problem werden. Okay. Ah. Ein Barspiel. Mhm. Also der Nachteil ist sicher, dass ich jetzt nicht mehr in diesem Modus quasi zu der Waffe kann wechseln, die ich sofort will. Das heisst, ich muss eigentlich immer die Waffe wegstecken, die ich als erstes wieder ziehen will. Okay. Ah, die Steuerung, du. Ah, trainieren. Okay, jetzt sehe ich, was das Problem ist. Wenn ich zu fest Führer drücke, an meinem neuen Controller, dann mache ich das Menü auf. Das ist natürlich brutal Medium. Okay, da ist es scheiße, das merke ich gerade. Oh mein Gott. Also jetzt ist das Problem, mit Pin-Knopf ist der mittlere Maus-Button und da Jump jetzt
Da ich quasi zu viel Kraft drauf gebe, wenn ich gleichzeitig rausdrücke und rein drücke, tue ich gleichzeitig pingen. Und das ist jetzt eher so semi-geil. Ah, ja. Alter, wir müssen einfach mal starten. Also, zum wegen den neuen Settings, die ich jetzt gerade eingestellt habe, spielen wir mal noch Arena. Gultan ist jetzt in der Arena, mal schauen, wie das dazu ist. Ein bisschen das Feeling bekommen für die Knöpfe. Man braucht in Arena zum Glück nicht alle Knöpfe. Also das Looten ist nur zweitrangig. Und ja, mal schauen, ob wir überhaupt das Spiel finden. Ja, wirklich so gut wie alles umgestellt. Arena habe ich eigentlich immer mit Rampart gespielt. Schon lange nicht mehr gespielt, Alter. Oh. Hallo Aim. Yes. Jo. Nice. Ja, ich find's cool. Also ich find's Gultan mega geil. Nice. Scheiße, Mann. Yay. Ah, absolute Prügelwaffe. Ich denke, auf dieser Map brauchst du nichts auf Long Range, das lenkt das einfach. Oh nein! Oh nein! Ja, gar nicht getroffen! Oh Mann! Ah, das ist gar nichts gesehen, aber scheißegal, ein Sieg ist ein Sieg, was wollte ich sagen? Ein weiterer Sieg für Rampart Collected. Ja. Ja, also ich merke die ganze Zeit, ich will jumpen, aber ich drücke die falsche Taste, ich will Waffen wechseln und das ist nicht so smooth. Ja, meine Maus ein bisschen härter eingestellt, respektive ich muss mich noch ein bisschen mehr bewegen. Also ich muss das Aimen haben zum Zielen. Das heisst, ich habe momentan so viel Kraft in meiner rechten Hand, wo ich meine Maus habe. So viel zu tun. Oh, hey, ich sag die Server, jetzt kommt ein Update raus. Und die Server sind einfach überlastet. Wenn du 100% schaffst und nicht so viel Zeit hast, dann machen die ein paar Minuten oder respektive Sekunden machen einfach einen riesen Unterschied. Ist halt so. Wir sind so hin. Aha. Video gesponsert von EA übrigens. Ich bekomme ganz viel Geld von EA. Nicht. Irgendwann ist Challenge. Okay, ich bin absolut durchgemeldet worden. Oh. Ja. Man kann sagen, sie spielen. Ich habe das Gefühl, die spielen zusammen. Horizon und der Pathfinder. Holy! Lol. Ah, lol. Also momentan pinge ich noch Sachen an, die ich gar noch nicht will. Einfach will pingen, andere Taste ist. Ja. Rampart mit der Doppelkill! Ja, okay, das war ja. Devotion und Rampart, das sind so. Also vor allem Devotion und Turbocharge ist so absolut das Böseste, was man so machen kann an meinen Gegner. Ja, das Visier ist scheiße. Der Devotion. Ah, so close, Digga. Okay, das ist
peinlich, hä? Okay. Ah, nicht schlecht. Was? Was? Hallo? Also, dass sie gerade alles headshottet, hätte ich jetzt nicht erwartet, bin ich ehrlich. Leicht unerwartet war. Genau, haben sie auch keine Medis mehr zum Healen. Wir dürfen das einfach nicht rushen. Ja. Ja, wenn du einen Enemy vor der Nase hast und deine Bullets alle in dem Rücken haust, wenn du einen Mitspieler hast, ja. Yep. Oh. Nice. Yes. Ja, nicht gut gespielt, aber es hat gelangt. Ich meine, gegen 2 Gegner, die haben Huren geschwitzt. Die haben das fast noch gewonnen, das Ding. Ja. Aber Arena ist so ein Ding, ich habe das Gefühl, bei Arenas bin ich auf eine irgendeine komische Art und Weise einfach besser als im Battle Royale. So, ich habe mich noch entschieden, noch ein einziges Battle Royale Spiel zu machen. Das kann immer dependen von 2 Minuten bis zu 10. Da sie ja Pubs sind, die spielen meistens viel schneller. Und das Skill-Level variiert auch viel mehr. Jetzt auch noch ein bisschen mit Looting, um mich noch ein bisschen mehr einzuschiessen in das ganze neue Setup. Und ich mir dort weg überlegt habe, über die ganze Woche habe ich überlegt, wie kann ich mein Setup noch verbessern durch das, was ich jetzt in den Videos gesehen habe, selber. Und das ist so meine erste Lösung. Sie fühlt sich noch sehr fremd an, aber alles, was sich fremd anfühlt, kann sich mit genug Übung irgendwann so anfühlen wie immer. Fast den Pick vergessen für die Loba. Und wir haben wieder meine Lieblingskombination. Brave Octane. Wir spielen auf der Legacy Kings Canyon Map. Nein! Oh! Digga, wieso habe ich so gute Mates? Boah. Das ist eine richtige lame Runde von mir. Was wollte ich machen, wenn der andere völlig abgeht? Okay. Rave. Wow. Ja, da sieht man sofort. Das ist eine ganz andere Liga von Spielern. Bis man dort ist. Halt spielen und das möglichst immer mit dem gleichen Charakter. Holy shit. Ich habe das letzte Spiel also auch gewonnen. Gut zu wissen. Okay.
Ja, das letzte, ja, Video. Im Video ist schon gesehen. Das ist das letzte Spiel, das ich gespielt habe. Und jetzt eine Woche später gewinne ich einfach schnell random ein Battle Royale und ja, bekommt Back-to-Back. Ich denke, Arenas könnte längere Videos geben. Auch ein Grund, wieso, und eigentlich nicht nur der Grund, wieso ich Arenas nicht so in Videos gebracht habe. Der Grund wegen dem ist eher gesehen, dass Ranked sicher die beste Methode ist, um zu schauen, ob man sich verbessert oder nicht. Und das kann man bei Arenas nicht, das kann man bei Pubs nicht. Bei Pubs lernst du nichts eigentlich, da lernst du wirklich nichts. Also wenn du einen guten Spieler hast mit dir, was lernst du? Gar nichts. Der Carrot, der zieht dich einfach durch das ganze Spiel durch. Genau das gleiche wie bei Arena. Und bei Arenas habe ich meistens das Gefühl, dass Gegner, ja, dort triffst du entweder gegen die Bots oder gegen die Super Sweats und es ist auch schwierig, du erkennst den Skill auch nicht wirklich. Und mit Ranked ist halt wirklich so ein bisschen, du baust dir wirklich so ein bisschen ein Skill Gap auf und du siehst dann jede Saison, respektive in der Mitte von der Saison, wo du stehst, da habe ich mich verbessert, habe ich mich verschlechtert. Ich momentan zum Beispiel, letzte Saison habe ich erst angefangen mit Apex auf dem PC und ich habe es geschafft auf Platinum. Und diese Saison habe ich jetzt in der ersten Phase, ersten Hälfte, bin ich auf Platinum gekommen und jetzt bin ich momentan auf Gold 3, was eigentlich ich finde relativ schlecht ist, Gold 3. Da denke ich, will ich auch auf Platinum kommen. Bei Platinum ist es dann eben so, die Frage ist, welches Tier in Platinum bin ich noch. Also momentan würde ich noch sagen Platinum 4. Also überhaupt noch keine grosse Steigerung. Ah ja, ich habe ja Belohnung, Sieg. Sieg ist Sieg, aber wenn man carried wird, so ist das halt so. Ja. Apex gibt mir eh nie geiles Zeug. 99 Skin in schwarz. Was ist letzte Zeit los mit den schwarzen Midnight Skins? Ich muss es anlegen, weil, hey, mal ganz ehrlich, all die Skins, da, ja, ist ja schön und gut, man, ja, Elektro, wusch, wusch, wusch. Aber, eben sie, ja, das hat ja das Kind geil gefunden. Ja, das vor allem als Kind. So, yeah, hellblau mit Konfetti und dann noch ein bisschen goldig, yeah, fett, man. Aber ich bin langsam fucking alt, ey. Und da wird die einfach... Wo ist das? Ah, ist logisch so beschwiessen, geübt haben. Zack. Als würde ich Battlefield spielen. Einfach... schwarz. Und auch nicht so eine hure Scheiße mit... Weiß auch nicht, Anhänger, Mann. Als ob ich im Krieg so einen scheiß Anhänger dran tun. Ich weiß auch nicht, Mann. Oder so ein Teebüttel, Mann, weißt du? Let's go, hey! Ja, Sushi-Rolle, das ist das Einzige, was ich noch mit dran klebe. Aber nein, ey. Ja. Wieso complain ich? Für mich ist die Tür, hoffentlich morgen wieder ein bisschen zocken. Und wenn nicht, dann ja. Wenn ich müde bin, dann tue ich ein bisschen Videos schneiden und schauen mal. Ich kann jetzt, ich mag ja gar nicht aufhören zu schnurren, merke ich gerade. Also das Video ist auch wahrscheinlich wirklich fett. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Also mein Schnittprogramm, das ist absolut der Köder. Also das hat mich wirklich zur Weissglut getrieben. Also das hätte ich fast aufnehmen, das Schneiden. Ist auch bin ich mehr abgegangen als bei Apex, weil ich so viele Abstürze und dann ist das nicht gegangen. Und vielleicht sieht man es dann auch im Video, dann in meinen Sketches, da hat es einen Fehler drin, schon auch in diesem Video hat es einen Fehler, also in dem Video, das heute rausgekommen ist, das ich gerade aufnehme, ist ein Fehler drin gesehen. Und es ist so frustrierend. Es ist wirklich so frustrierend. Und jetzt habe ich mich beraten lassen und habe ein neues Schnittprogramm mal angeschaut zum Testen. Das habe ich noch nicht ausgepackt. Mal schauen, ob das dann meine... Ja... Vielleicht auch mein Tempo vom Schneiden steigern kann, weil es ist wirklich, ich komme nicht vorwärts. Wirklich, wenn ich immer muss warten, wenn ich einen Schnitt gemacht habe, muss warten, bis es wieder rendert, wo es checkt, wo ich überhaupt geschnitten habe, ist so mühsam. Egal, das interessiert euch sowieso nicht, weil Videos schneiden, ich weiß nicht wie viel
Leute, die zuschauen, die überhaupt Erfahrung haben mit dem. Die Leute, die es kennen, ja, können dann relaten oder nicht. Who cares? Auf jeden Fall tun wir mal abmelden. Ich denke, das Video ist genug lang geworden. Und danke fürs Support. Schön, dass ich das auf Schweizerdeutsch machen kann und mich nicht versteifen auf irgendein Deutsch oder Englisch. Weil ich denke nicht, dass es mehr Leute interessiert hat, ob ich es auf Deutsch oder Englisch gemacht hat. Und darum finde ich es eigentlich am besten, kann ich so mehr Personalität in die Videos stecken. Meine Wut, allgemein jeder Satz, den ich sage, ist viel realer in Schweizerdeutsch als in irgendeinem anderen Spruch. Das kann sicher jeder von sich auch sagen. Wo seine Muttersprache ist einfach der Spruch, wo ihm einfach liegt und deren wird man so Sachen eigentlich auch gerne machen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich weiss, ich bin da unten ganz klein im Bild, weil ich das nicht angepasst habe. Muss ich eigentlich auch nicht unbedingt. Aber ich bin das Feedback eingegangen, habe eine Webcam und ja, ich hoffe es ist persönlicher. Sprechen eben, ist so eine Sache. Und ja, macht's gut. Schönen.